Ich bin da mit der Sonja und ich habe eine kleine Story, die ich euch erzählen will. Und zwar, Sonja ich bin da an einem Grillabend mit Kollegen und Sonja war in dieser Gruppe und ich habe von Anfang an gedacht, dass sie zu der Gruppe gehört. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass sie nicht zu der Gruppe gehört. Sonja, wie ist das Ganze entstanden? Willst du kurz erzählen? Ich hatte verschiedene Plätze, an verschiedenen Orten bin ich gesehen und habe gefunden, es ist einfach wie nicht völlig in der Ordnung. Ich bin reingekommen und habe dann Bettina sitzen und habe das war eine aus der Gruppe gesehen, oder? Ja, das war eine aus eurer Gruppe gesehen und habe einfach gefragt, hey, darf ich da sitzen? Ist ein Platz noch frei, darf ich hier sitzen? Und sie völlig locker, ja bitte. Und dann habe ich erzählt, dass ich alleine da bin und dass es langweilig ist, so alleine. Und jetzt habe ich sie gesehen und ich gehe wirklich aus dem Moment heraus entschieden, dass ich sehe, die Fragen und ihre Beine sitzen. Und durch das bin ich bei euch in die ganze Gruppe hineingekommen und es ist einfach wunderbar. Es ist herrlich, es ist geil. Das ist so, ich bin so überrascht. Ich bin mit meinen Kollegen am Reden und dann bin ich irgendwann mit ihr ins Gespräch gekommen. Und dann hat sie eben erzählt, sie kennt da niemanden. Ich habe gefragt, ja, mit wem bist du denn da angekommen? Sie kennt niemanden. Und ich erlebe das so selten in der Schweiz und auch in Zürich, dass die Leute einfach, also wie sie jetzt einfach zu einer Gruppe geht und anfangen zu reden. Und das Coole ist, ich habe schon erlebt, so in einem Mikrorestaurant bin ich noch mit angeguckt, da ist ein älterer Herr angeguckt, ist dann noch frei. Und dann gibt es vielleicht einen kurzen Smalltalk, irgendeinen Spruch und dann ist es schon wieder langweilig. Aber bei mir war es so, ich habe gedacht, sie gehört zu den Kollegen und das ist ein interessanter Effekt, das habe ich auch schon gemacht. Dann haben eigentlich alle gedacht, sie gehört dazu, also ist es automatisch so, dass man sie auch integriert hat. Also ich habe eine Aufgabe an dich. Jetzt hast du die Story von der Sonja gehört und ich möchte, dass du das auch ausprobierst. Ich will, dass du die nächste Woche, die nächsten 7 Tage, dass du rausgehst und das Ziel setzt, dass du einfach mal mit einer Gruppe ins Gespräch kommst. Auch wenn das 30 Sekunden sind, probier das aus. Weil du kannst mir etwas glauben. Wenn du das Gefühl hast, dass du, wenn du Single bist, einfach an eine Party kannst gehen und dort deine Traumfrau kannst kennenlernen, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Es braucht allgemein eine Offenheit. Und wenn du die Offenheit kannst üben und mit Leuten einfach kannst ins Gespräch kommen, immer wieder mal, dann lernst du neue Leute kennen, durch die lernst du wieder neue Leute kennen und dann lernst du dort wahrscheinlich deine zukünftige Freundin kennen. Ich würde einfach sagen, Informationen, wenn du mal wissen willst, was sie macht, ich tue das mal da unten verlinken. Aber ich habe das einfach eine tolle Story gefunden. Ich habe gefunden, hey Sonja, probieren wir es doch einfach mal aus, gehen wir dahinter. Ich habe zwar meine Kamera nicht dabei, wie normal, probieren wir es aus. Und ich finde es super, dass du so spontan bist. Danke vielmals. Also, Aufgabe euch, probiert das aus und schreibt mir in die Kommentare, wie du es erlebt hast und wenn du sonst Fragen hast. Das war es vom heutigen Video. Man sieht sich bald wieder. Viel Spaß da in der Welt und bis bald. Macht's! Ja.